Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. So, auf unserem Weg nach Khorinis könnte es natürlich wieder passieren, dass uns hier ein paar Suchende über den Weg laufen. Ich versuche die echt so gut wie möglich zu meiden. Ihr habt es ja in der letzten Episode drauf, gesehen, was die drauf haben. Ich muss sagen, die haben sie wirklich wieder extrem stärker gemacht. In Gothic in Gothic Ends, im normalen Gothic 2 ohne Add-on, sind die eigentlich relativ gut machbar, die Jungs. Und sind mit 120 Erfahrungspunkte oder so echt eigentlich ganz gut machbar. Aber das war jetzt ohne aller Kanone. Alter! Das hat uns auch noch das Scheißvieh hier platt gemacht. Alter Falter. Also, kaum sind wir aus dem Minetal raus, schon gibt es wieder die nächste richtig üble Gegner für uns. Das ist echt heftig. Das ist ziemlich hart, muss ich sagen. So, dann gehen wir doch mal mit der Armbrust drauf los auf die Biester. Eventuell bringt uns das ein bisschen mehr. So, hier sollte man vielleicht dann auch nochmal speichern. So. Und los geht's. Gib ihm, gib ihm, gib ihm. Wag? Dann greifen sie da eigentlich... Ah, Kavallorn, okay. Der hat aber Bauerntracht gerade, ah. Ich glaube, das bringt auch nicht so viel, ne? Nee, das bringt auch nicht so besonders viel. Tja. Nicht so gut. Dann halt wieder so. Kavallorn müsste das eigentlich abkönnen, weil wenn ich noch 4 Bisse oder was schon tot bin, ist das schon ziemlich heftig. Na gut, ich helfe ihm trotzdem mal. So gut wie es geht. Ups, jetzt habe ich noch Kavallorn verkloppt. Komm her, du Dapfi. So. Oh Gott im Himmel. Also wenn es so schon anfängt, ohne Witz, das sind ja Gegnerbegegnungen, die wir überleben müssen. Das an sich finde ich schon ziemlich heftig. Der Suchende ganz am Anfang im Pass war ja schon echt ziemlich hart die Nummer. Aber das hier ist jetzt auch ziemlich assi. So. Wenn schlägt dann Kavallorn denn hier? Okay. Oh Gott. Ja, Kavallorn, du darfst mir gern helfen. Jetzt greift er wieder Kavallorn an. Jetzt wieder mich. Oh, und Suchend ist auch noch mit dabei. Ach du Scheiße. Alter, wie soll man dann das überleben? Okay, Kavallorn hat wenigstens den Ende Hansel schon umgebracht. Dann schmeiße ich mich noch auf den Wag. In der Hoffnung, das bringt irgendwie noch was. Alter, wie viel halten dann diese scheiß Waage aus? Das ist doch echt nimi feierlich. Wie viel halten diese gottverdammte Waage aus? Alter Falter. Das macht echt keinen Spaß mehr. Wenn ich sowas schon sehe, wenn das so ein Standardkampf ist, mit dem wir uns hier rumprügeln müssen, das macht doch echt keinen Spaß mehr so. Okay. Gut, dann stehen wir halt dabei und lassen Kavallorn halt kämpfen. Der ist so unsterblich. Ja, da hinten scheint wohl der Suchende zu sein. Herzlichen Glückwunsch. So. Okay, jetzt geht er auf mich los. Na toll, jetzt sahen der noch hier die Erfahrungspunkte für das Vieh ein. Na, großartig. Gut gemacht, Kavallorn. Gut gemacht. So.
Warte mal, bis das Scheißvieh wieder irgendwo an der Wand ist. Ja, toll. Jetzt greift er mich wieder an. Oh nein, 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 nein. Nix, da ist er. Lass mich in Frieden. Oh, jetzt macht ja auch noch Feuersturm. Alter, was... Du Mistkerl. Was eine Drecksau. Ups. Uns greift er auch noch an. Na, herzlichen Glückwunsch. Du kenne ich bessere Medizin. Das war die hier. So. Dann helfen wir Kavalon noch gegen den Suchender. Alter Falter, ist das ein übler Scheiß. Dann will ich aber wenigstens die Erfahrungspunkte haben. So. Geh weg, Kavalon, das ist meiner. Leg dich So. nie wieder mit mir an. So, du kannst jetzt auch nichts mehr plündern. Du arme Wurst, hast ja nicht mal Gold dabei. Ja, das habe ich ihm nämlich abgenommen noch. Oh Mann, 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 Mann. Da ist noch der Wag, der ist irgendwo im Geröll verloren gegangen. Der andere, der hat erst gar nichts mehr übrig. Alter Falter, für dich habe ich aber noch einen Erzbrocke, Kerl. Hey, willkommen So. im Ring, mein Freund. Ja. Vatras wird dir deine nächste Aufgabe geben. Hallo? Ich habe aber noch einen Brocke Erz für dich, du Hohlbrummer. Vatras wird dir deine nächste Aufgabe geben. Pff, dann halt nicht. Na gut. Ich habe gedacht, ich könnte jetzt hier mit Kavalons alte Hütte und so noch was machen, aber pff, anscheinend interessiert es danach einen Scheißdreck, dass ich sage, ja, horch mal, ich habe noch einen Brocke Erz für dich. Dann ist es halt so, ne? Dann sollte man hier auch irgendwie alle paar Schritte speichern. Weil da kann es immer mal wieder vorkommen, dass kommt, da ist der. Und dass dann die Suchenden sich auf mich stürzen. Die sind hier nämlich auch überall an strategisch wichtige Positionen. Unter anderem auch auf Lobarts Hof, glaube ich. So. Könnten hier höchstens eine Mobete, wenn uns das was bringt. Und wenn der nicht verseucht ist, der Schrein. On? Ja, er ist verseucht. Die Suchende machen sich doch nämlich einen Spaß draus, hier die Innerschreine zu verseuchen. Das muss ich dann später mit geweihtem Wasser wieder richten. Da hat dann jemand von der Feuermagier hat die Quest für uns. Dann kriegen wir geweihtes Wasser und dann können wir den Scheiß entsprechend unter Bindung können die Innerschreine wieder segnen und weihen. So. Wie geht's deinem Hof? Es ist nicht mehr auszuhalten. Auf einmal sind überall diese schwarzen Kapuzenkerle aufgetaucht und haben sich an der Straße und auf meinem Hof postiert. Kurze Zeit später ist meine Frau wieder todkrank geworden. Sie liegt die meiste Zeit im Bett. Das hatte sie schon öfter. Ich drehe hier noch durch. Na klasse. Hast du mit den schwarzen Männern gesprochen? Sicher. Das ließ sich ja gar nicht verhindern. Ich glaube, sie suchen jemanden. Dann hier. Warum unternimmst du nichts gegen die schwarzen Männer? Würde ich ja liebend gerne tun, aber ich habe gesehen, wie sie einen Stadtbewohner bei lebendigem Leib verbrannt haben. Einfach so. Wozu soll ich mein Leben aufs Spiel setzen? Ja, kann man nur vollziehen. Warum gehst du mit deiner Frau nicht zum Heiler? Dazu müssten wir zu Vatras in die Stadt gehen. Aber ich gehe hier keinen Meter von meinem Hof, solange hier so ein Chaos herrscht. Aber du hast doch schon mal die Stimme von Vatras. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Heilmittel für Hilda. Ja, Vatras hat ein Heilmittel. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht so gut. Ich glaube, der Over dürfte noch ein Suchendes sein. Ich kann ja mal probieren, mich mit dem Hansel A zu legen. Einfach mal so just for fun. Ich glaube nämlich echt, dass da einer ist. Und in der Nähe von der Stadt dürfte auch noch einer sein. Ah? Hier nicht? Okay. Okay, dann habe ich mich da geirrt. Ich habe echt gedacht, du am Steinkreis wären welche. Aber dann sind die wahrscheinlich hier irgendwo in der Nähe. Sieht's aus, die Baurebuwe, die machen nachher Erwart nicht. Ah doch, da drüber.
durchschaffen, so auf der Felder. Alle ab, dann will ich nichts gesagt haben. So, da können wir trotzdem nochmal speichern. In der Stadt sind wir ja sicher, aber hier weiß... Ah, da ist noch ein Suchender, ja. Da ist ein Feldräuber nochmal spontan entstanden. Wähle ich auch den Feldräuber. So. Gut. Das lief hier relativ ordentlich und ich hoffe, hier ist kein Suchender. Nee. Okay. Kommen wir dort durch. Da ist auch wieder so einer postiert. Na, großartig. Das wird ja lustig. Okay, jetzt sind wir aber wieder zurück in Khorinis. Dann... Gut, dass du kommst. Du musst mir helfen. Der hat es also auch so über den Pass geschafft. So. Was sind das für Klamotten? Die habe ich von einem Händler vor der Stadt gekauft. Die Wachen wollten mich zuerst nicht reinlassen. Außerdem muss ich ja nicht jedem unter die Nase reiben, wo ich herkomme. Stimmt auch wieder. Sehe ich auch so. Aber auch wenn ich meine Schattenkluft abgelegt habe, bin ich immer noch der Alte. Und ich habe große Pläne mit dieser Stadt. Ja, dann. Worum geht's? Hier hat sich eine ganze Menge verändert, seit ich weg bin. Ich muss zusehen, dass ich wieder auf die Beine komme. Wo ist das Problem? Ich muss ins obere Viertel. Da ich aber weder Bürger der Stadt bin, noch genug Gold habe, um die Wachen zu bestechen, brauche ich dich. Ich soll dir also Gold leihen. Brauche ich dich. Ich habe Gold. Sogar sehr viel Gold. Leider habe ich es nicht bei mir. Du musst mir mein Gold besorgen. Okay. So. Was bekomme ich dafür? Habe ich dich jemals gefragt, was ich von dir bekomme? Wir sind Freunde. Das sollte doch wohl reichen. Würde mal reichen. Ja, Ich werde dir helfen. Gut, pass auf. Ich habe damals, als die Barriere noch stand, einen kleinen Schatz versteckt. Ist schon eine ganze Weile her. Darum habe ich auch vergessen, ihn mitzunehmen. Und ich kann hier zurzeit auf keinen Fall weg. Um es kurz zu machen, du musst für mich ins Minental gehen und mir mein Gold holen. Man darf halt nicht alles. Na dann. Wo ist das Gold versteckt? Direkt am Austauschplatz. Oberhalb der verlassenen Mine. Okay. Es ist in einem Lederbeutel. Aber schau bitte vorher nach, ob es der richtige ist. Nicht, dass du den ganzen Weg umsonst machst. Ja. Woran kann ich ihn erkennen? Er ist voll Gold. Eine ganze Menge Gold. Ja, und es sind auch noch lauter Orks davor. Sehr gute Idee. Das kann ich erst machen, wenn ich das zweite Mal ins Minental gehe. So. Wo hast du das ganze Gold her? Sag mal, bin ich eigentlich der Einzige, der sich im Minental die Goldstücke unter den Nagel gerissen hat? Nichts war leichter, als ein paar Goldstücke auf die Seite zu bringen. Nur für den Fall, dass wir da noch mal rauskommen. Genau. Alle waren so scharf auf das Erz, dass sich keiner für Gold interessiert hat. Ja. Ich habe ja auch damals die Münze gesammelt und ich habe auch so um die 5000 gehabt insofern, ne? Was hast du mit dem Gold vor? Ich habe bei einem der Händler im oberen Viertel noch eine Rechnung offen. Die gilt es zu begleichen. Dann steht einer neuen Karriere nichts mehr im Wege. Okay. Dann hier. Ich werde versuchen, dein Gold zu finden. Diegos Tu es Gold. einfach. Das reicht mir schon. Ich wundere mich. Okay, dann hier. Kannst du mir was beibringen? Hatte das nicht. Ich muss mich erst um meine Geschäfte kümmern. Okay, ist ja gut. Wie laufen die Geschäfte? Lausig. Warum hat mir keiner gesagt, dass Khorinis in der Zwischenzeit so verkommen ist? Keine Ahnung. Ich habe die Stadt so kennengelernt. Hätte es mal vor einigen Jahren hier sein sollen. Es hätte dir gefallen. Okay. Ja, dann freue ich mich, wo unser Typ ursprünglich herkommt. Ja, toll. Per Seilbahn. Prima, am Austauschplatz. Na wunderbar, du wimmelst von Orks. Und nee, er war nicht der Einzige, der die Goldmünze gesammelt hat. Ich auch, aber mein ganzes Inventar ist ja flöte gegangen. So, für dich habe ich noch ein paar Sachen, apropos Gold. Da bist du ja wieder. Genau. Hier. So. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. Gib her. So, und hier hast du deinen Lohn. Super, merci. Dann, Bring mir bei, wie ich ein ordentliches Schwert schmieden kann. ja, Rubinklinge. Ich finde, wir hätten sowieso gerade nichts, wofür wir es ausgeben könnten. Es ist ganz einfach, Junge. Besorge dir ein Stück. Dann Bla bla bla. El Bastardo kann ich denn noch lernen. So, jetzt gucken wir mal. Ja, er macht sich auch tatsächlich auf die Socke. Dann kann ich nämlich auch mal an der Ambostra Da bist. bla bla. Da bist. Geh fort.
Gerne den scheiß Elmatra. Okay, dann muss ich halt auf andere Mittel zugreifen und gehe zu der Schmiede, die sich hier in der Hinterhand verbirgt. Obwohl... genau, da war noch ein Amboss. Sehr schön. Und da ist der glücklicherweise gerade nicht rar. Deswegen gehen wir mal dort rar. Gewöhnliche Waffen. Rubinklinge. So. Was man alles mit M-Rohstahl machen kann, ne? Was bringt uns das? Rubinklinge, da haben wir es doch. Schaden 100, benötigte Stärke 19 und ein Handtalent-Bonus 7. Ja, das ist jetzt nicht gerade die schlechteste Klinge, aber es ist halt so ein gewöhnliches Ding, was ziemlich viel Stärke braucht. Insofern, ich muss sagen, das ist doch etwas, was an dich geht, mein Warte Lieber. mal. Wer bist Bla bla. Hier. Ich will meine geschmiedeten Waffen verkaufen. Gut. So. 400 Gold gibt es. Okay. War nicht verkehrt. Ja, wie gesagt, zwischendurch, wenn man mal für nichts was ausgeben kann und derzeit mit unsere 3 Lernpunkte noch im Sack, das ist nicht so viel. Aber wie gesagt, wenn man mal zwischendurch nichts hat, kann man es mal für sowas investieren. Bla bla. Hier. Lobarts Frau Hilda ist krank. Was denn? Schon wieder? Die gute Frau sollte ein bisschen mehr Acht auf sich geben. Ein harter Winter und sie weilt nicht mehr bei uns. Na schön. Ich werde ihr ein fiebersenkendes Mittel geben. Ach, weißt du, da du gerade schon mal da bist, kannst du es ihr auch vorbeibringen. Okay. Alle hopp. So. Mehr. Machen wir erstmal hier. Kannst du mich heilen? Adam, Bla bla bla. Dann will ich aber hier nochmal speichern bei Vatras, wenn wir schon dort dabei sind. Und mag hier erstmal gucken. Ich will Adanos etwas spenden. eine Spende an die Kirche Adanos würde einen Teil der Sünden, die du bis jetzt auf dich geladen haben magst, mindern. Okay. Wie viel kannst du geben? Gucken wir da mal. Gucken wir mal 100. Ich habe 100 Goldstücke. Ich segne dich im Namen Adanos für diese großzügige Tat. Möge der Weg, den du einschlägst, unter dem Segen Adanos stehen. Okay. Na gut, also es bringt uns zwar nichts, aber jo, alle hopp, dann halt nicht. Dann mag ich nochmal speichern. Lassen wir es einfach mal gut sein. Adanos was Spende kann ja nie schaden. Dann will ich aber nochmal hier gucken. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke. Okay, das ist scheiße. Deswegen habe ich nochmal extra gespeichert. Weil ich will Mana haben, wenn ich viel von den alten Steintafeln habe. So, hier. Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Khorinis gefangen genommen hat. Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Okay. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Laris wird dich zu ihm führen, wenn er das Ornament nicht schon überbracht hat. Möge Adanos dich leiten. Okay. Schön, schön, schön. Das heißt, Saturas wird sich bestimmt freuen, uns wiederzusehen. Ihr erinnert euch an My Gothic Ends Let's Play, wo unsere letzte Begegnung mit Saturas war, dass ich Uriziel benutzt habe, um den gigantischen Erzhaufen vom neuen Lager aufzubrauchen und die Waffe aufzuladen. Und Saturas hat schnaufend und höchst erzürnt zu uns runtergeguckt. Der wird ziemlich pissig sein, uns wieder zu sehen, denke ich. Oh, nee. Okay, der greift mich nicht sofort an. Immer hier. Das ist doch schon mal was. Es gibt halt welche, die warten darauf, dass ich nur genug an ihnen vorbeigehe, um dann ein Gespräch zu triggern. Und andere, die machen sofort bei Sichtkontakt wie jeder andere Feind. Da ist er. Und greifen mich ohne Vorwarnung an. Beziehungsweise, das ist dann die Vorwarnung. So, Hey, du bärtiger Loh. Hier, so. Gib Acht auf deinen Hof. Ich werde es versuchen. Okay. Dann bringen wir das Zeug mit dort. Hier, Moment. Ravens Sklaven ist jetzt unser Quest, die wir kriegten. Aber erstmal sollten wir uns um diese Nacht des Rabengedönse kümmern, dass wir überhaupt durchs Portal können. So, Hildy. Hier ist was für dich. Mach nicht. Ich habe deine Medizin. Wirklich?
Wir brauchen Menschen wie dich in unserer Gemeinde. Ich danke dir. Ah, bitte. So. Ich hoffe, dass diese paar Münzen angemessen sind. Aber das reicht. 50 Gold ist sogar mehr, als ich erwartet habe. Ich habe eigentlich gar nichts erwartet, aber das ist natürlich schön. So, dann probieren wir mal dir die Geldbeutel zu klauen, solange du noch krank bist. Klappt das? Tatsächlich. 35 Gold und 110 Erfahrungspunkte. Merci mal. Und dann gehen wir wieder Reihe in die Stadt. So, wobei. Der Weg ist ja einigermaßen sicher. Wir können nochmal zu Kavallon zurück. Nachdem uns jetzt auch Vatras unser neue Aufgabe gegeben hat. Da kann es auch sein, dass der mal wieder mit uns rettet. Und dann schauen wir mal. So. Wie viel habe ich denn noch zum nächsten Level? 2000 circa. Das ist okay. Schauen wir doch mal. Tränke könnte ich natürlich noch von einem Gosse-Typ lernen. Das ist vielleicht auch nicht so das Verkehrteste. Dass ich dann eventuell... Ich weiß nicht, ich glaube, der kann mir nur schlicht die Alchemie beibringen und nicht, wie ich wirklich richtig gute Tränke, attributsteigernde Tränke brauen kann. Aber es wäre nicht verkehrt, sich auch in der Alchemie ein bisschen was beibringen zu lassen, denke ich. 12:41 Uhr, okay. Das passt noch von der Uhrzeit her. So. Kann man jetzt wieder mit dir sprechen, oder wie schaut's aus, Kerl? Hey, du. Ah ja, tatsächlich. Sein Pfeilbündel zu stehen. Okay. Hier. Ich war bei deiner Hütte im Minental. Sie steht also noch immer. Hast du ihn gefunden? Wenn du deinen Beutel mit den Erzbrocken meinst. Ja, das habe ich. Du bist ein Fuchs, weißt du das? Hast du ihn bei dir? Ich gebe dir 100 Goldmünzen dafür. So. Nein, aber ich habe hier einen Erzbrocken. Auch gut. Warum hast du ihn eigentlich liegen lassen? Konnte doch keiner ahnen, dass das Erz hier in Khorinis so wertvoll ist. Für einen schnöden Erzbrocken hast du in der Strafkolonie damals doch noch nicht mal einen Platz zum Schlafen gekriegt. Richtig. In der Hafenstadt schlagen sie dir fast den Schädel ein, wenn sie mitkriegen, dass du Erz dabei hast. Ja. Ich Okay. will hoffen, dass ich ihn bald wiederkriege. Hier, bitte. Gib mir 100 Goldmünzen, dann gebe ich dir dein Erz zurück. Abgemacht. Hier hast du's. Du bist ein wahrer Freund. Besten Dank. Ja, ein wahrer Freund, der 100 Goldmünze abzwackt. Egal. So. Ich habe Vatras deinen Brief gegeben. Habe auch nichts anderes von dir erwartet. Sehr schön. Die Danke. Quest ist auch erledigt. So, dann bin ich da jetzt mal auch wieder ein Arschloch von wegen wahrer Freund und so. Hey. Glaube ich, da erstmal der Pfeilbündel an. Ja, 44 Gegenstände erhalten, Pfeiler. Ich will deine Fähigkeiten erlernen. Genau. Sicher? Was kann er? Na, okay. Nee, das bringt uns nichts. So, perfekt. Dann spricht er jetzt endlich auch wieder mit uns. Und das passt mir eigentlich ganz gut in den Kram. Da konnte man jetzt hier nochmal ein paar Sachen erledigen. Die Sache mit Kavallons alter Hütte hat sich auch erledigt. Ja, Erz behalte ich eigentlich sehr gern, weil später für die Erzklinge-Schmiede kann ich das durchaus gebrauchen. Und ja, so ist es halt. Aber mir hätten ja noch später Gelegenheit an Erz zu kommen. Es ist echt merkwürdig, weil ein Erzbrocke ist eigentlich echt absolute Quatsch, dass der do einer Licke gelost hat. Ich meine, die Leute damals in der Minekolonie, die haben mindestens 10 Erzbrocke bei sich gehabt. Das würde ihnen hier 2000 Goldmünze einbringen. Die wären allesamt gemachte Männer, wenn sie hier ihr Mindesterzbrocke bei sich hätten, was sie halt von der Kolonie gehabt hätten. Ohne Scheiß, das Zeug hätte ich auf jeden Fall mitgenommen. Aber man weiß ja, dass das wichtig ist für die Leute. Vor allem, dass es für den König und seine Leute wichtig ist. Deswegen, Erz schmeißt man nicht fort. Das behält man. So, da ist noch so ein Suchender. Da gehen wir aus dem Weg. Und wenn ich bedenke, dass ich in Gothic Ends über 8000 Brocke Erz gehabt habe, alter Falter, hätte ich hier absolut gewonnen, wenn ich mal Erzbrocke von Domholz noch bei mir gehabt hätte. So. Auf dich hört eh keiner. So. Hauptsache mal irgendjemand noch beleidigt. So, Snapperkrallen können wir auch noch abliefern. Dann können wir auch gleich nochmal, da wir eh nicht mehr so viel Zeit haben, können wir auch sofort zu Lord Hagen gehen.
und können dem nochmal Bescheid geben, wie es aussieht. So, der gute alte Lothar ist auch weg, wie es aussieht. So, Fernando, mein alter Freund. Okay. Das ist eine schlimme Sache, genau. Dann gehe ich nochmal zu dem anderen Händler hier. Kapitel 3 dürften die auch wieder ein bisschen andere Ware haben, die Leute. Das ist einfach nur ein Bürger, genau. Mit dem wollte ich sprechen, mit dem Lutaro. Hier, bitteschön. Ich habe besondere Snapperkrallen für dich. Das wird meinen Kunden freuen. Hier ist der Ring, den ich dir versprochen habe. Gut, gucken wir doch mal rein. Das ist ja schrecklich, hat man noch so im Hintergrund gehört. Ring der Unbezwingbarkeit, Schutz zur Magie, Feuerpfeilen und Waffen. 2233, das ist schick. Ring der Geschicklichkeit, Schutz zur Waffen, Ring der Erzhaut. Machen wir das dazu. Das ist eigentlich ganz schick. So, dann will ich noch der Argebot sehen, was du noch Schickes hast für uns. Südländische Verteidigung hatte ich schon. Der Doppelblock, das ist dann für Stärkung Geschicklichkeit +4 mit dem Ring der Macht. Ring der Steinhaut, Schutz ab Pfeilen 5. Gürtel der Geschicklichkeit, Trank der Geschwindigkeit. Da holen wir uns auf jeden Fall mal einer. Und schwarze Perle hat er, ach der Typ. Der Doppelblock für 5000. Müssen wir gerade mal gucken, was ich entbehren kann. Edles Bastardschwert können wir verkaufen, genauso wie die Streitaxt, die schwere Ork-Axt und die Paladin-Gedöns. Das schwache Zeug können wir auch. Degen der Banditen behalten wir. 2 von Denner, dann 34 von der Äste. Die Armbrust behalten wir erst einmal. Den Bogen können wir verticken. Und ansonsten, was haben wir denn da noch, was wir an dich verkaufen könnten, mal lieber Freund? 30, vergiss es. 50, so, das verkaufen wir. Die Drachensnapperhorn, die Lurker-Gedönse verkaufen wir auch noch. Wagfell, Flügel, dann noch einen Wolfspelz hätten wir da noch. Der kann auch fort. Goldene Halskette kann fort, wie die Brocke und der goldene Ring. Kiffers kannst du auch haben. Da kommen wir trotzdem nicht mal annähernd auf 5000. Ja, die ganze Kralle können wir noch verticken, wenn ich... Habe ich genug Fug, Goblin-Knocher, komm. Einer behalten wir als Gedenkversion. Innerstatue können wir noch verkaufen. Das Silberzeug verticken wir im Hafenviertel. Und dann war es das erste Mal. So. Gucke, ob der Salandrill Alchemist jetzt vielleicht endlich mal die attributssteigernde Tränke hat. Das fände ich jetzt echt sehr schnafte von dem Kerl. So. Es wäre einfach, seinen Schlüssel zu stehlen. Zeig mir deine Ware. Hast du als noch keine attributssteigernde Tränke? Schäm dich, aber Feuerregen nehme ich gern mit und Unwetter. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen. Dann könnte man auch nochmal hier speichern. Und ich könnte mal seinen Schlüssel stehlen, wenn das klappt. Ja, Truhenschlüssel für 150 Erfahrungspunkte. Sehr cool. Okay, Kerl. Wo ist denn jetzt deine Truhe, wenn ich das mal wüsste? Tja. Wo seine Truhe ist, kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich habe auf jeden Fall einen Truheschlüssel von einem stehlen können. Das ist doch schon mal was. So. Ich glaube, mit der Sache sind wir noch nicht so weit. Dass wir jetzt noch zu Lord Hagen gehen könnten. Das machen wir dann gleich morgen, weil ich bin echt kurz vor Episode beende. Und dann hier nochmal. Ich komme von unserem gemeinsamen Freund Ramirez. Ach, dieser Ramirez ist eine kleine Ratte. Und er ist kein Freund von mir. Egal. Hast du mir was mitgebracht? Kommt drauf an, was du haben willst. Wie er guckt. Okay. Ich sage dir, wie es läuft. Du bezahlst 250 Goldstücke. Dann werde ich nachts nicht hier sein. Falls du trotzdem auffällig wirst und ich in der Nähe bin, ist der Deal geplatzt. Komm, machen wir mal. Ich habe dein Gold. Alles klar. Dann werde ich ab jetzt abends verschwinden. Und denk dran, wenn du in meiner Nähe Ärger machst, kenne ich dich nicht. Okay. Gut, haben wir noch ein paar windige Geschäfte gemacht. Der Lothar ist anscheinend fort. Wie ist der Teufel, wo der ist? Torwache, Torwache. So, guter Albrecht. Es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Das sollte man lieber nicht machen, so ein Scheiß. Da können wir auch noch mal kurz reingucken. Hallo, du ekelhafter Schmierlappe Cornelius. Da speichern wir auch noch mal. Na, der hat uns nichts zu sagen, der Typ. Larius, Herr Statthalter. Hey, du. Was hast du hier verloren?
Wenn du was willst, lass dir einen Termin geben. Niemals. Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Dankeschön, Geldsack. So. So machen wir das hier. 120 Gold ist natürlich etwas, was wir uns nicht entgehen lassen sollten. Mit dem Statthalter will ich erstmal nicht schwätzen. Der ist zuwider. Der ist mir zuwider. So. Ingmar. Ich denke, du bist gekommen, um mit Lord Hagen zu sprechen. Ja. Also solltest du das auch tun. Alle hopp. Und genau das machen wir morgen bei Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann wieder. Euer Yankee.